Das läuft so, dass wenn man krank ist, man als erstes einmal versuchen wird, nicht in den Krankenstand zu gehen. Das heißt, reicht es aus, also schaffe ich es noch mit ein bisschen an Fieber in die Arbeit zu gehen, dann werde ich das tun. Weil wenn ich das nicht tue und ich möchte mich dann personell verändern, ich will mich versetzen lassen, dann wird das nur dann funktionieren, wenn ich nicht zu viel Krankenstand habe. Habe ich zu viel Krankenstand, sagt dann mein Chef zu mir, lieber Kollege, was hast du da gehabt, was waren da deine Krankenstandsbegründungen? Und wenn ich es nicht sage, dann werde ich eben mich nicht versetzen lassen können. Und das ist bei uns da draußen täglich so. Das habe ich gehört auf einer Nachbardienststelle, soll das so sein. Bei uns ist es so, dass dieses Gespräch mit dem Chef geführt wird, wenn man sich personell verändern will. Also wenn es zu irgendeiner personellen Maßnahme kommt, dann wird dieses Gespräch geführt. Ich weiß auch, dass das dann aufgeschrieben wird, diese Begründungen, diese Diagnosen, möchte ich sagen, werden dann aufgeschrieben vom Chef und das wird dann weitergeschickt und die Begründung, wenn man dann nachfragt, ist, das braucht der NIGL, das braucht die DLG, weil sonst sagen die nicht Ja dazu und wenn nicht Ja, dann gibt es keinen neuen Vertrag gibt es kein Geld. Das ist so ganz. Das hat absolut System, das System geht so weit, dass sich die Kollegen nicht mehr in den Krankenstand gehen trauen, oft mit Fieber sogar arbeiten gehen und einen Kollegen haben wir sogar, der ist in Urlaub gegangen und hat sich im Urlaub operieren lassen. Weil er gewusst hat, auf den der Dienst steht, da geht, bei uns sagt man Aral auf, das heißt, da kann er sich verändern und das hätte er nicht gekriegt, wenn er zu viel Krankenstand gehabt hätte. Das ist schon die letzten Jahre, das ist bei uns, das hat sich schon so weit festgesickert, dass das, da traut sich ja keiner reden drüber. Das ist ja das Problem, darum funktioniert es ja auch, weil es keiner sagen hat. Und dann hast du die Probleme, als wenn wir es jetzt haben. Und das sind dann sicher die schlimmsten Repressalien. Das wird dann mehr sein, außer dass ich nichts mehr wie bei dem Unternehmen. Da bin ich erledigt. Ne? Die schlimmsten Repressalien, dann hauen sie mich aus, dann bin ich entlassen.